Was ich fast vergessen hätte. Sag mir, wenn du den Eisbrecher vorübergehend entfernen willst. Ich kann ihn bei jedem meiner Pontons ausbauen. Ah ja. Guti. So, was gibt's da hinten noch? Ja, ich habe mir die Baupläne angesehen, die wir gefunden haben. Und darunter sind auch Pläne für noch ein Gerät. Die sind für einen Eisformer. Der ist nicht wieder ein Eisbrecher, sondern dient dazu, Eisblöcke auszuschneiden. Wenn du das fehlende Gerät findest, kann ich mit der Maschine Eisblöcke zur Kühlung herstellen. Oh, das ist immer praktisch. Die Eisblöcke kannst du in deinem Laderaum packen, um das Verderben von Fisch zu verlangsamen. Ziemlich praktisch, was? So sieht der fehlende Eisformer aus. Ah, ja. Aha, aha, aha. Nun, sowas habe ich nicht. Stattdessen habe ich aber noch ein wenig Fisch zu verkaufen. Zum Beispiel denne da. Und denne und denne. Und denne. Und jetzt tun wir mal die Körbe da leer machen, ne? Oh, gibt's was Neues? Was ist denn das da? Ekelig ist das da, das sage ich euch. So. Der will nicht. Oh, mal da hin. Fahren wir gerade da hin. Wir gehen jetzt gleich pennen. Wir gehen jetzt gleich pennen. Ja, passt genau da hin, hey. Cool, oder? Hey, komm, das passt. Wo ist dann? Hier ist es nicht. Und nachdem wir pennen gegangen sind, ich bin wieder kein Satz fertig. Nachdem wir pennen gegangen sind, ja, werden wir wieder wach und dann fahren wir weiter. Was für ein Satz. Was ein Satz, ey. Ja, ist groß. Also, was haben wir dann hier? Eine schraubenzieherartige Krone aus Klauen, ein Kreislauf der Erbfolge in der Tiefe. Okay. In der Tiefsee geht die Evolution ganz eigene Wege und in der Finsternis wird Brutalität zum letztgültigen Kriterium. Na dann. Komm her, wir gehen jetzt pennen. Hier. Machen wir halt mal ein bisschen länger schlafen so. So, haben wir gut geschlafen. Immer da. Komm, ich tue den gleich mitnehmen. Aber jetzt bitte Dracula ich. Ja, der kann noch ein bisschen alles einsammeln. Dann müssen wir hier wieder was verkaufen, weil wir dann wieder ziemlich voll sind. Und dann heizen wir da hinten durchs Eis. Aber sowas von Junge. So. Kaufen. Lager. Dann nehme ich auch noch mit. Irgendwann finde ich sie. Na komm. Die Fotografin, die war doch da irgendwo, die kann doch nicht einfach abhauen. So. Ja. So. Ja, wir haben so jetzt, guck. Wir haben so jetzt wird das doch verkauft. Na komm. Verkaufen. Das kann was mit zu viel Geld machen. Das da wird repariert. Nee, aber nicht hier, sondern in der Werft. So. Zap, zarab. Das war's. Den Grabbekorb bringen wir jetzt aus. Zum Beispiel hierhin. Hierhin. Viele. Also überall viele. Ja. Jetzt pass auf. Das ist schön. Er muss straight durch. Zack. Ah, so gefällt mir das. Aber wo muss ich hin? Hier wäre ich sowieso herkommen. Ich könnte ja einfach auf die Karte gucken, ne? Nö. Will ich aber nicht. Zack. So.
Ja, hoppala. Ich guck auf die Karte. Geradeaus ist das westliche Ponton, links ist das Zeltlager. Ich glaube, das östliche war wir noch nicht. Das ist aber auch nicht, ne? Was ist das für Geräusche hier? So, eigentlich sollte man da links irgendwo hinkommen. Ah, ja, da. Oh, kack, da ist er. Wir haben nichts geangelt, ne? Der macht uns jetzt kaputt. Sehe ich das richtig? Wir haben natürlich auch kein Fisch und nichts. Ja, der macht uns nicht kaputt, wir machen uns erstmal selber kaputt. Ja. Ja. Ja, da ist nichts. Wo ist dann? Ich wollte mich eigentlich nur vor dem Putzi-Vieh verstecken, weißt du? Die müssen ja noch irgendwie so eine Hacke finden. Die habe ich irgendwann letztens mal besiegt gehabt. Aber was weiß dann nicht, wo das war, ne? Wenn es halt dunkel wäre, dann könnte ich was sehen. Diesmal fahre ich anders da rum. Normalerweise fahre ich immer so rum. Guck mal, da. Da eben. Eben ist sie. Komme ich mir jetzt da hin? Moment, erstmal anpeile, wo das ist. So, hier, ne? Also, geradeaus. Ich zeige quasi drauf. Also, sicher? Kann ich doch außen rumfahren. Bin der Krabbenkutter von Venedig. Und ich bin abends immer so erledigt. Wenn ich von Schicht nach Hause komm, geht wenig. So. Sind wir doch noch richtig so? Ja, da muss ich nehmen. Ja, das ist schon irgendwie cool. Hi. Schlaf hi. Wie groß kenne die Eisbrocke sind und von einfach alles wegknalle. Natürlich nicht schlecht, ne? Da. Da sind wir. Das ist die Spitzhacke, die ich da letztens schon mal gesehen habe. Sehr gut. Da kann ich jetzt die Leid aus dem Eis hochhole, rauskloppe quasi. Mit dem man dann die geschickterweise, zack. War es das hier schon? Wenn ich jetzt quasi einfach durchfahre. Das ist mir alles egal. Es ist mir alles egal. Zack, 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 zack. Oh, ist das schön. Hier ist was Gelbes. Aber was bedeutet das Gelbe da? Wir lassen das Gelbe gelb sind, ne? Einfach machen wir das. Okay, das ist nix. Noch was Gelbes? Das ist so. Noch so ein Ding, wie viel braucht man dann von denen da? Da brauchst du Spitzhack pro rausmache oder was? Das kann natürlich Sinn. Ne? Eisaxt. Könnte man ja das Gelbe da überall gebrauchen, oder? Wo war dann das? Yeah. Wo war denn das jetzt? Hier wieder A. Diese irgendwo. Ziemlich genau nördlich von mir. Östlicher Ponton. Ja, da war ich doch aber eine Weile.
irgendwie seltsam. Nun ja, ich fahre mal dahin. Fahren wir halt noch einmal hin, ne? Und mal kennen. Ah, ist das schön. Aha. Ah, ja, sorry. Bin du. Ich hab so flinke Finger halt, ne? Aber nicht flink genug. So. Wird wieder da. Wir haben nicht geschlafen, aber wir sind noch voll gut ausgeruht. So. Aber jetzt. War das jetzt da, wo man hin wollte? Keine Ahnung. So. Ah ja, mal überall ein bisschen rum. Ich könnte eigentlich unterwegs noch angeln, ne? Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht. So. Ah ja. Ne, das ist nicht das, was man sucht. Wir suchen was ganz anderes. Ah, sowas sieht gut aus. So, siehste, der Makelski. Das suche ich. Sehr schön. Das müssen wir jetzt halt nur noch sicher heimbringen. Ich nehme nicht so viel Artwurzel. Ich glaube, dann kann ich Eiswürfel bauen. Oder so, hat sie gesagt. Wir werden sie. So, da vorne sieht man auch schon. Dann, wenn man das gleich mal augapfeln lassen. So, weiß drauf. Wir haben doch jetzt Zeit, oder? So. Das sind die komischen Bilder da. Hier mich eigentlich gar nicht. Naja. Also das mal einmal so. So. Boing. Boing, boing. Nimm mich an. Nimm mich an. So, ihr Leid. Fischmarkt. Erstmal Platz machen hier. Dieser Raubfisch der kalten, dunklen Tiefe schleicht sich an seine Beute. Einzelne Exemplare können mehr als 400 Jahre alt werden. Ja, zu nett. Du jetzt Fischfutter. So, Fischfutter. Ja. Ja. Ui. Schön repariert. Wenn ich nur wisst, was das mit der verkackte Fotoausrüstung auf sich hat. Also wacht. Das kriege ich jetzt gar nicht mit. Einen Moment. So, zack, da bin ich wieder. Hat gar keiner mitkriegt. Also, ihr Leid. Bin mal wieder dumm, ne? Kajüte. Moment. Ich brauche eine Karte. Ja, dann geh halt drauf. Ja, genau, das ist das Problem. A, B, C, D, E, F, K. K4. Da muss ich hin. Na, Unfall? Ernsthaft? Ja, das ist so eine KK. So irgendwo. Wer wohl die Fotografiererin? Und wissen ihr was, ihr Leid? Das ist mir jetzt halt kackegal. Wir fahren doch jetzt hin. Und zwar jetzt. Ist schon links so. Also quasi so. H, J. Bisschen nur rechts. Ich fahre weiter, bis ich Land ziehe. So. Na sicher, so weit ist es so gar nicht. Wir sind ja schnell wie Sau. Ja, die habe ich wohl bei meinem ersten Spieldurchgang nicht gesehen. Und das geht mir jetzt einfach auf die Zeier, dass man die ganze Zeit mit so einer verkackten Fotoausrüstung da rumfahre und nichts damit anfangen kann. Die blockiert halt einfach nur den Platz. So. Wie kann dann das Sinn? Wir haben irgendwie hunderte von Stunden damit zugebrungen mit dem Spiel.
Und haben sie nicht gefunden. Ja, ich will gar nicht wissen, was wir noch alles nicht gefunden haben. Ist es das so? Ja, hier irgendwo. Ja, wann die jetzt aber alle nicht mehr da ist. Ja. Das ist noch gleich heiße. Fotografin. Verzeihung, aber kannst du mal kurz aus dem Weg gehen? Du stehst mir im Bild. Du trittst zur Seite. Ein paar Sekunden später seufzt die Fotografin frustriert auf und murmelt leise vor sich hin. Nein, das klappt einfach nicht. Was ist denn los? Der Winkel dieses Objektivs passt einfach nicht. Damit gelingt mir niemals eine gute Nahaufnahme. Und die anderen, ich fürchte, die sind über Bord gegangen. Sie seufzt erneut auf und blickt dann nach Westen. Ich bin vom Sternenbecken aus losgesegelt und wollte mich durch eine Engstelle zwischen zwei Inseln manövrieren. Und dabei rammte ich irgendein Riff. Ich dachte, ich hätte hinter mir im Wasser etwas gehört. Ich traute mich nicht, Anker zu werfen. Ich ruckel beim Retten. Wenn du mir dieses Objektiv wieder beschaffen würdest, dann ne, überschwillt ihre wenigen verbliebenen Habseligkeiten. Ich habe hier noch eine Kamera, die ich nicht brauche. Du kannst sie haben, vorausgesetzt du findest diese Objektive. Ich werde auf der Karte markieren, wo ich sie wahrscheinlich verloren habe. Du hast die Objektive. Oh, ich hoffe, sie wurden durch das Salzwasser nicht beschädigt. Fotoausrüstung aus dem Inventar entfernen. Sie nimmt dir die Koffer ab und untersucht jedes Objektiv sorgfältig. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Jedenfalls nichts, was mit einer gründlichen Reinigung nicht behoben werden kann. Wie versprochen, bekommst du eine Ersatzkamera. Krass. Kamera freigeschaltet. Das Objektiv ist nichts Besonderes, aber man kann damit trotzdem ordentliche Bilder machen. Wenn du ein paar Tipps brauchst, wie man gut Wildtiere sichten kann, dann sag einfach Bescheid. Ja, das sagen wir was über große Fische. Sieht so aus, als würdest du dich auf dem Gebiet besser auskennen als ich. In der Gegend gibt es einige wenige Arten von Haien. Besonders bekannt ist der riesige Walhai. Oh, den haben wir noch nicht. Die bevorzugen die wärmeren Gewässer rund um das Sternenbecken. Und harmlos, das weiß ich sicher. Aber verhalte dich in ihrer Gegenwart dennoch vorsichtig, damit du sie nicht mit der Bootsschraube verletzt. Erzähl mir was über Säugetiere. In den tieferen Gewässern gibt es hier auch einige Wal- und Delfinarten, obwohl es sich nur um relativ wenige Individuen handelt. So rum. Vielleicht hast du Glück und Sicht ist eine Schule von großen Tümmlern oder Orcas. Die schwimmen gerne neben Booten her. Was die größeren Walarten angeht, sollen sich schon Buckelwale, Pottwale und sogar die seltenen Blauwale sollen hier schon gesichtet worden sein. Ich denke, ich komme da irgendwie raus, ohne dass man merkt, dass ich mich verleist habe. Es überrascht mich nicht, dass ihre Zahl schrumpft, da man in Unfall gnadenlos Jagd auf Wale macht. Ich hoffe, dass sich die Population bald wieder erholen. Sicher? Sicher? So kann ich so gut lesen, wie ich will, wenn die komisch Zeichen schreiben. Erzählen wir was über Vögel? Vor den Inseln hört man viele verschiedene Vogelstimmen, aber diese Arten sind alle zu klein, um sie vom Boot aus beobachten zu können. Es gibt aber auch größere Arten wie Möwen oder Raubvögel, die an belebteren Häfen und Docks nach Futter suchen. In den Ruinen des Teufelsgrats brüten einige Fischadlerpaare. Ihre Rufe sind weithin hörbar, die Vögel selbst sind scheu und nur schwer zu sichten. Und was mit Reptilien? Na, ich freue mich über deine Frage. Die meisten vergessen die Reptilien, wenn sie an Meerestiere denken. Karettschildkröten tummeln sich in zahlreichen warmen Gewässern rund um die Marktstädte und die Sturmklippen, obwohl man sie im Wasser nur schwer entdeckt. Die größte lokale Reptilienart ist das Salzwasserkrokodil. Die Mangroven von Windstrang bieten diesen Tieren den perfekten Lebensraum. So, ist ja gut jetzt, das war's dann. Ja, danke. Aber... Ah, Kamera. Wie geht es? Boah. Ah, das hätte ich mal früher im Spiel sehen sollen. Hey, hätte ich mal schöne Fotos machen können. Komm mal her, zoomen. Rechter Trigger, linker Trigger. Rauf, runter. Ah, shit. Overlay umschalten. Das war okay. Achso, das ist einfach nur an- und ausschalten. Okay, alles klar, aber... Ja, nur da. Nachbar Foto mit A. Das ist super, Screenshot. Ah ja, ja. Ah, das hätte ich wohl früher mehr gesollen. Ich muss doch hin. Hallo? Also, ich will du andocken. So. Macht doch nichts aus, manchmal ein bisschen hier die Quante auspackt, bei dir auf den Tisch lehnen und pennen. So, siehste, aller Hauptmann bin ich ja wieder weg. Ey,
jetzt ohne Scheiß, ne? Das hätte uns, oder mir so viel Arbeit erspart, weil ich das vorher gesehen hätte. Warte mal, ich muss noch ohne Geld. Und mit mir, wenn ich, hätte ich bessere Screenshots machen können. Und es wäre dann auch euch zugute gekommen, dann hätten wir schönere Bilder gehabt. Ja, doch so. Ja, so irgendwie. So. Irgendwie nur Süde. Tja. War aber alles nicht, weil ich bin blind wie ein Fisch. Tut mir leid. So. Töff, 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 die Eisenbahn. Wer will mit zum Ponton fahren? Blind. Alleine fahren mag ich nicht. Dann bring ich mir einen Fotoapparat mit. Ja. Zack. Foto gemacht. So geht es. Abgebrust. Ja, ja, na klar. So. Haben wir eigentlich jetzt da hinten schon... Nee, das andere Ding haben wir noch nicht gebaut, ne? Dann bauen wir das noch. Und zwar in der Baustelle wahrscheinlich, oder? So sieht ein fehlender Eisformer aus. Den habe ich doch, Ne? Achso, ne, das ist keiner. Das ist einer. Das ist nein. So. Du hast das Ding tatsächlich gefunden. Wie hast du es da unten nur auffinden können? Jedenfalls, ich stecke dieses Blatt hier hinein und ja, das scheint richtig zu sein. Ich glaube, es ist jetzt einsatzbereit. Hier kommen die ersten Eisblöcke. Das funktioniert ja ziemlich gut. Hier, die gehen aufs Haus. Okay. Achso, noch kannst du mit deiner Eisblöcke quasi die auf Fisch drauflegen oder so. Oder wie? Und dann machen wir da unten hin. Jetzt kann ich ein paar dieser Eisblöcke über meinen Pontos lagern. Danke, Partner. So, dann würde ich sagen, wird jetzt dunkel, ne? 14 Uhr, da wird es dann nicht dunkel. Wir fahren jetzt mal noch eine Runde rum und dann beenden wir die Folge. Und in der nächsten Folge wird es dann wahrscheinlich trufende Wetter gehen. Buddeln wir die ganze Seeleute aus, also aus dem Eis ausbuddeln, nenne ich. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ist hier noch irgendwie was? Schön durchs Eis gekracht. Zack, 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 zack. Jawohl. Da ist noch irgendwas. Was ist das? Was brauche ich so viele Eispickel? Keine Ahnung, aber ich nehme sie mit, ne? Man weiß nie, für was man es braucht. Der war knapp. Guck, der ist gut gesetzt. So. 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 Fahren wir weiter, oder? Vorne hier. Muss halt trotzdem aufpassen, wenn ich an die Wand fahre, das geht, ne? Geht schon noch kaputt, mein Schiff. Da hinten ist einer zum Ausbuddeln. Aber ich interessiere mich mehr für das da. Ich glaube, das fischen wir noch gar nicht, oder? Ein Seewolf. Keine Ahnung, warum ich so blöd gelacht habe. Ich habe an Ehrwolf gedacht oder so. Ich habe keine Ahnung. Ein Großmaulseewolf, ja. Die kenne ich. So. Hier ist noch. Ne. Kollege, ja. Ich weiß, dass da hinten noch was ist. Okay, jetzt muss ich wieder gucken, wo ich jetzt halt bin. Das ist schon wieder das, wo ich vorhin schon war. Mal eine fotografiere. Gibt es nicht viel zu fotografieren. Ja.
das jetzt da okay Sackgasse, ne? Scheint wieder weg zu sein. Wohl so wie der letzte nur in der Mitte ist. Die Kamera ist aber ne, wild. Wo ist denn jetzt das gelbe Dingens hier? Komm ich dann da hin? Verarscht mich doch. Ah, hey, Kamera. Die Kamera, die mag enge Stellen nicht so, ne? So, da irgendwo links nehmen. Aber sah das doch. Dann sah das doch. Ja, aber das kann es doch nicht sein, oder? Doch. Du war doch aber vorhin so gelbe. Laber nicht. Das ist wo ganz woanders da. Das ist nur bei dem. Da war ich doch aber Arsch. Und dem müssen wir jetzt noch auf den Grund gehen. Es tut mir leid, ihr Leid. Also, ne, Schäfereich. Geht die Folge doch noch etwas länger als gedacht. Oh, wie man da das Beste hinkommen. Das Beste wäre ich da eigentlich hingefahren. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Dann fahren wir halt ganz außen rum, ne? In Ruhe, ich bin eh schon irre im Kopf. Muss ich nicht noch dich haben. So, wo wir da hin? Nee, noch nicht. Aber gleich. Und dann kennt man ja aber bei dem dann da Ali, weißt du? Ah, direkt durchgefahren, jawohl. Für das A, ich bin schon komplett blöd im Kopf. So, jetzt muss ich aber auch aufpassen. Weil ich halt schon, ja genau, schon so blöd im Kopf bin, dass da nicht was Schlimmes passiert. Oh komm, das darf doch wohl nicht wahr sein, hey. Ja, guck, das wird da. Schon mal gut. Jetzt hat aber da irgendwo hin. Ah ja. Ich hoffe, ich lade dann da an, ne? Also ich tue das jetzt nicht die Quest selber machen, ich will nur wissen, wo das ist. Junge. Okay, das sieht schon krass aus hier. Da werden wir wohl den Fotomodus nutzen. Cool, hä? Wenn ich jetzt da rauszoome, so dann, ja, ich weiß nicht, wer mal andere, boah, das ist ein riesiger Wal, oder? Ja. Wenn man andere Videos guckt, der weiß, dass ich hier für Fotomodus ein ziemlicher Sacker bin. Da drehe ich mich, was ist da eine Rolle? Ah, Drehe. Ah, mein geliebtes Drehe. So ungefähr, sieht gut aus, oder? So. Das. Warte mal. Ich hab hier immer bekloppt da, ne? So. Oh, anlegen. So. Uha. Ihr Leid. Ich gehe jetzt erst mal ein bisschen pennen. Oh, die Augen bewegen sich noch. Oh, ekelig. Ihr Leid, ich gehe jetzt erst mal pennen. Und dann machen wir morgen da weiter. Das üble Dinger. Also, dann machen wir morgen da weiter und dann sind wir ja gleich im ersten Eisbruch und dann geht es quasi direkt weiter. Ich denke dann, das wird dann. Ich weiß nicht, ob es schon die letzte Folge wird, aber es neigt sich so dem Ende zu. Wir haben ja jetzt alles ingesammelt, was es hier gibt und dann ziehen wir mal weiter, wenn wir das Riesenvieh erwecken.
Der riese Nabaldo, der hat aber auch riesige Zähne. Hey, alter Schwede, der sieht gar nicht so cool aus. Hopp. Ja, ich will so spannend lassen, damit eine neue Schee inschaltet, dann schalten wir neue Schee in. Danke. Hopp. Tschö.